Am Freitagnachmittag hat es in Basel einen Bombenalarm gegeben. Aber in meinem Bericht, der jetzt kommt, stütze ich mich nur auf Vermutungen und auf Augenzeugenberichte. Meine Schule ist ziemlich in der Nähe von dort, wo das passiert ist. Und wir haben zwar dann schon Schulhaus gehabt, aber ein paar von meinen Klassenkameraden sind dann noch in der Nähe gewesen und haben das Ganze live miterlebt. Und wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, bezieht sich auf die Augenzeugenberichte von meinen Klassenkameraden. Dankeschön an dieser Stelle, dass Sie mir das gesagt haben. Also das Ganze hat so angefangen. Es ist ein Koffer gefunden worden. Das ist ja nicht so ungewöhnlich, Fundbüro etc. etc. Das war ja ganz normal. Er war mit Klebeband und Draht umwickelt gewesen. Das macht ihn natürlich mega verdächtig. Sofort ist die Polizei gekommen und hat das ganze Areal abgesperrt. Weil es bei der Basler Polizei aber keine Bombenentschärfer gibt, das Telefon läutet. Sorry. Und wieder abgehängt. Super. Wo bin ich stehen geblieben? Also, weil es bei der Basler Polizei kein so Sprengteam hat, das eine Bombe entschärfen könnte, hat keiner gewusst, was machen. Dann ist irgendein Basler Polizist auf die Idee gekommen, ein Expertenteam aus Zürich zu holen, das das machen kann. Die haben dann so einen Roboter da geschickt, der die Bombe aufgelüpft hat und irgendetwas hat damit machen. Dem Roboter ist die Bombe aber wieder runtergefallen. Ist sicher gescheit, es ist ja nur eine Bombe. Könnte ja nicht explodieren. Nachdem sie ihm runtergefallen ist, hat er sie aufgelüpft. Und was ist passiert? Er hat sie ein zweites Mal fallen lassen. Yeah, wirklich super. Das lässt die Basler Sicherheitsbehörde und vor allem auch ein bisschen die Zürcher Sicherheitsbehörde in gutem Licht dastehen. Schlussendlich hat das Expertenteam dann gemerkt, dass mit dem Roboter vielleicht nicht alles in Ordnung ist und hat die Bombe zur Explosion gebracht. Ich weiß nicht, ob das eine gescheite Idee ist, ich kenne mich nicht aus mit Bomben, aber wenn man eine Bombe zur Explosion bringt oder beziehungsweise eine Bombe sprengt, kann es sein, dass die Bombe auch explodiert. Ich bin kein Experte, aber einfach was ich jetzt so höre, tönt nicht gerade gut. Die Bombe ist aber nicht explodiert, Gott sei Dank, es hat keinen Schaden gegeben und alles. Und dann ist aber das Expertenteam gekommen und hat im Pulver, das übrig geblieben ist, aber umgestochert. Ja, vielleicht gut. Damit ist der Augenzeugenbericht mal fertig. Was jetzt aber hinterher rausgekommen ist, dass es am Basler Flughafen, wo keine 20 Minuten entfernt gewesen wäre davon, der genau gleiche Roboter hatte. Den hätte man aber nicht wegnehmen können, weil es sonst am Flughafen keinen mehr hatte, der immer parat sein muss, falls es eine Bombe gibt. Aber ganz ehrlich, wer braucht den Roboter, der eine Bombe zweimal fallen lässt? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Taktik war, aber ich bin einfach froh, dass ich dann nicht dort war. Was meint ihr zu der ganzen Sache? Habt ihr überhaupt Vertrauen zu solchen Schweizer Experten? Oder bräuchten wir da mal ganz dringend etwas Neues? Schreibt es einfach in die Kommentare. Und wie gesagt, ich beziehe mich da nur auf Augenzeugenberichte. Es kann natürlich sein, dass offizielle Medien und so weiter etwas ganz anderes sagen. Ich kann einfach das sagen, was mir gesagt worden ist von Leuten, die ich gut kenne und wo ich weiss, dass die nicht lügen würden oder so. Dann habe ich noch eine Frage. Auf dem Kanal Ask Switzerland haben wir bis jetzt 3 Arten von Sachen gemacht. Sketches, die Interviews, wo die lustigen Sachen rauskommen zum Teil und jetzt eben das hier. Was habt ihr am allerliebsten? Und wenn es auf 2 Sachen beschränken, von denen eins öfters und eins ein bisschen weniger öfters drankommt, bitte auch in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag, genießt das Wochenende, solange ihr es noch genießen könnt. Morgen ist wieder Schule, ich weiss, oder arbeiten. Tschüss!